Den 14. September 2001 an Europa rauskom, mat 5,91 Millionen Sales. Dat feiert meeschtverkaufte Spiel Game Boy Advance. An gewet Pokémon Franchise net ginn, wäret sogar dat meeschtverkauften Gameboy-Spiel Game Boy Advance. Herzlich willkommen zu Mario Kart Super Circuit. Jo, e kleine Retro-Let's Play von einem ziemlich cooles Spiel, was ich immer ganz gerne gespielt habe. Gerade in der Kantität, stundenlang. Wir spielen das ein bisschen All Cups und schwätzen ein bisschen über die gute Allzeit am Mario Kart. Kleiner Fun Fact: Wer für Mario Kart 8 hat das Spiel halt auch die meiste Strecke gehabt. Und das auch den echten Mario Kart den Retro Grand Prix rabrüscht wird. So, wir spielen 150 cc, ein All Cup durch. Haut fängt mal Mario an. Und ja, wie gesagt, das ist ein ziemlich cooles Spiel. Aus angelehnt Mario Kart 64. Und hat nach die Game Mechanics, schafft einfach mit der technischer mit der technischer Grafik von dem Super Nintendo. Super Mario Kart. Wenn ihr nicht gesehen habt, für einen Monat vom Bandika hier Channel Let's Play gehen. Guckt da ran, hat 4 Folgen, lohnt sich. Ja, wie gesagt, als dritte Mario Kart den ersten portablen auch an auch den ersten, wie gesagt, mit der Retro-Strecken. Und den ersten, den halt von den 16 Strecken fort könnt. Später könnt Mario Kart Double Dash raus und hat die Sachen alles nicht mehr. Recht DS. Nee, oder ob der. Nee, DS war 400 Wii Englisch. Könnte dann zum traditionellen Fair Cups mit neue Strecken. An Fair Cups mit recycelten allen Retro-Strecken. Also das ist ja alles ein bisschen mehr ernst, ne, mit den DLCs und so. Und ein bisschen mehr Auswahl. Mehr bis dato, bis Mario Kart 8, wo das immer so gehandelt. Ja, Mario Kart Super Circuit wird nicht nehmen. Ja, ziemlich viele Rekorde auf der Konsole gebracht. Mir auch ein bestimmt Gimmick quasi als Launch Game mit an Masche brücht, nämlich die Möglichkeit mit anderen Gameboy-Spieler zusammen zu spielen. Wir schwätzen natürlich vom Link-Kabel, den quasi mit diesem Mario Kart ungewirbt gehen aus. Später sind natürlich Tonnen Spieler wie Pokémon Games und so rauskommen, die auch das Feature genutzt haben. Mit Mario Kart Super Circuit war ein von den ersten Spielern und auch an den Werbungen heute gesehen, das Spiel spielt den Anfang am Multiplayer. Und es ist halt auch gemäht, mega cool. Also wie gesagt, das ist so viel an dem Spiel. Zeit wirst du ja dann so. Das ist nicht schwierig. Es tut zwar so pur tricky Momente. Aber für die Retro-Cups freizuschalten muss man natürlich an All Cup echte gehen. An den jeweiligen Cups auch 100 Münz sammeln. Weil 8 Münz, die am Mario Kart 64 ausgeblieben sind heirem Start. Und wie gesagt, bei 10 Münz wurde die maximale Speed, kann aber bis zu hunderte von Münz sammeln. Ja, punktemäßig geht es von 1 bis 4 Punkten. All die anderen gehen ohne Punkte raus. An der Schmenge, wann den, ich weiß es noch nicht mehr genau, aber das kriegen wir wahrscheinlich auch irgendwann matt. Wenn wir zwischen 5 und 8 als Platzierung holen, dann muss man Strecken neu fahren, so wie das am Mario Kart 64 auch der Fall war. Leben hat ihn allerdings nicht mehr. Das ist Englisch nicht mehr bei Mario Kart oder Super Mario Kart damals der Fall gewesen.
Ja, da wäre alles gesagt über die Historie vom Spiel. Und da gehe ich ein bisschen auf das Spiel an. Also von den Items hier hat sich nicht viel getan par rapport zum Nintendo 64 Ableger. Wir haben zwar kein Trap-Würfel mehr. Die sie rausgeholt gehen. Und auch den Goldstrom existiert die nächste Zeit nicht mehr. Dafür haben wir aber eine ganz bestimmte Game-Mechanik. Und zwar können wir, wenn wir keinen Münz tun, von unseren Gegner, ja, auf Zeit gedrückt gehen. Nicht so cool, wenn ihr gerade die ganze Münz will sammeln, wenn ihr den Gegner ausstößt, verliert ihr den Münz. Also alles kascht an dem Spiel so gefehlt. Und ja, das kann für ein bisschen Rage sorgen. So und gleich wir spielen all Cup einfach durch, probieren den Goldrang, also den ersten Platz zu machen. Und Münz sammeln ist dann einfach an einem Livestream für mich. Weil du musst einfach all Cup einfach durchführen. Und nee, es kann ich nicht beides an engem Run machen. Das muss ich wirklich einmal erste gehen und einmal 100 Münz gesammelt tun. Ja, komische Lesung. Ich weiß auch nicht, wie weit das sowas als Kant habe. Ich immer Probleme, die Cups freizuschalten, weil demnächst gibt natürlich auch kein Internet. Ich konnte nicht mal einfach nur gucken, wer ihn dann und die Retro-Cups kennt. Ich stehe noch nicht gewissen. Das machen wir recht mich spät am Let's Play. So, gucken wir auf die letzte Strecke. Und dann sieht das ganz gut aus. Bowser Sniper 2. gehen, also in das Sniper den direkten Konkurrent. Also probieren wir einfach Sniper echt zu gehen. Dann holen wir der Timer-Team. Ja. Bowser's Castle End. Ja, hier kommen die ganz Bowser Castles hier. Da holt sich das Spiel um allerersten Teil orientiert. Wir haben hier auch pur Bowser Castles, pur Mario Pisten an. Ja, wo die Green Shell hier kommt, weiß ich schon nicht. Ich hoffe, dass die Grafik angenehm für euch ist. Der muss natürlich bedenken, dass ein Gameboy-Spiel und ich bin ein bisschen gestretched, ob ein bisschen mehr agreeabel Videoformat. Ich hoffe, dass nicht allzu viel pixelig. Aber Spiel mit Charme. Und dadurch freue ich mich mit erst auf Team Lützeburg zu spielen. So, ob der Bowser muss mal passen, den der wird natürlich nur nicht fortfahren. Oh ja, die Red Shell vom Luigi kommt auf Base, aber der Bowser ist auch gestoppt gehen. Nur beim Yoshi hier aufpassen, dass den jetzt nicht mit der Green Shell erwischt. Dann haben wir das. So, du hast noch ein Boot, Klammern ein Bananen, aber gefeiert denn. Das ist ganz knapp, mit dem Bowser kriegt keinen Punkt. Als vorher den Donkey Kong als überholen. Das wäre ein bisschen belastend. Nee, okay, den hast du ein bisschen aufgeschaut. Wir sind mit 25 Punkten dann echt gehen. Wie gesagt, also ein bisschen lang hier, dass ich das Spiel gespielt tun. Steuerung und die muss ich sich ein bisschen gewinnen. Könnt ihr zwar relativ schnell ran. Aber gerade Driften werde ich an dem Projekt nicht machen, weil das ist ziemlich schwierig und das nie gemäht. Aber wenn ihr will gut Zeit fahren, muss ich natürlich Driften beherrschen. Wie gesagt, machen wir aber nicht. So, und das sind wir auf der Siegerehrung. Ganz simpel. An der Basis ist gut Dritte gehen. Von ich hätte richtig gesehen. Donkey Kong heute nach Hall. Ja, kein gut Kurs für hier. Und das war doch schon mal der echte Folge. Ja, die Folge geht natürlich ein bisschen kurz, weil Strecken ziemlich kurz sind. Das ist natürlich ein Gameboy-Spiel. Ich hoffe trotzdem, dass erst diese Projekt gefallen wird. Beim nächsten Mal haben wir dann ein bisschen mehr off-topic. Haut war ein bisschen mehr on-topic. Also mal gucken, wer dabei durch könnt. Bis dann und tschüss.